sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu Feinripp ausnahmsweise mal nicht live aus dem Raum. Freuen Sie Sich auf Witze ohne Enten, peinliches Schweigen, und hässliche Gestalten. viel Spaß dabei und viel Glück. Ihr liebe Leid und Kervegäste, 2022 ist gleich rum, es dauert nicht mehr lang, dann steht ein neues Jahr vor der Tür und wir haben uns gedacht, wir wollen einen kleinen Rückblick mal machen, was ist dieses Jahr alles passiert, vielleicht auch ein kleiner Ausblick, was wird nächstes Jahr passieren, und dazu wird uns gleich der Marc was erzählen, und zwar aus der Perspektive des Neuen. Denn diese Position wird dieses Jahr neu besetzt. Der Marc ist zu uns in die Band gekommen, ist uns sehr ans Herz gewachsen in der kurzen Zeit jetzt schon. Und ja, Marc, wie sieht's aus? Was kannst du über deine Anfangszeit bei Feinripp dieses Jahr erzählen? Jo, ein Jahr Feinripp, vom Prospect zum Gitarrist, saugeil, ja, ein Jahr schon wieder rum. So schnell kann es gehen. Viel Spaß, viele Shows, viele Songs auswendig gelernt, und es sind auch, glaube ich, ganz gut Termine zusammengekommen dieses Jahr, das war super. Nächstes Jahr wird es bestimmt noch besser. Und ja, also ich fühle mich sauwohl bei euch, ich liebe euch alle. Wir haben super Publikum, super Fans, macht riesen Spaß. Mehr kann man, glaube ich, sich nicht wünschen. Ja, der schlimmste Song, okay, vielleicht war es der neue Nachbar, weil der Ablauf so krass ist. Das müsste man jeden Tag üben, um es reinzubekommen. So. Und mein Lieblingssong oder meine größte Ehre ist natürlich für den Monchi, die Palsen ihr Kind zu eröffnen. Das ist sehr emotional, super. Und jedes Mal sehr, sehr viele Gefühle im Spiel. Ja, und der Weinkonsum war noch eine Frage. Okay, ja, also natürlich, Schorle-Konsum ist stark angestiegen. Vorher habe ich auch schon gern Wein getrunken, aber Schorle, ich glaube, ich muss ein bisschen aufpassen jetzt. Okay, wir sehen uns nächstes Jahr. Der nächste ist der Harry. Harry, erzähl uns doch mal ein kleines bisschen was über die Auftritte, die wir dieses Jahr gehabt haben. Vielleicht deine persönliche Highlights, aber vielleicht auch deine Lowlights. Der für mich schönste und beste Gig des Jahres waren im Grunde alle, außer Haslach Andechser und Edekobe 3 Tage danach. Das hat aber weder was mit dem Veranstalter noch mit dem Publikum zu tun, sondern das war mein persönliches Nicht-Hochlicht, Not-Highlight, weil ich habe mich auf dem Andechser irgendwie erkältet, ich habe mir da was eingefangen und in Edekobe dann kurz drauf habe ich mir den Rest gegeben. Der Gig mit Hagen war zwar klasse, aber danach war ich halt 14 Tage total platt. Und alle anderen waren geil wie immer. Egal wie viele Leute da sind, egal wo es ist, es macht immer tierisch Spaß mit den Jungs. Mein T-Shirt-Motiv des Jahres war ganz klar das, weil es irgendwie jeder kennt. Es hat einen super Erkennungswert. Es kommt zwar nicht an Scheller hinten drauf, aber ich glaube, wir haben gar kein anderes gehabt das Jahr. Der Song, den ich 2022 am liebsten gespielt habe, war Daheim ist daheim. Das war, glaube ich, 2021 und 2020 genauso. Ich finde, das repräsentiert Feinripp eigentlich ganz gut. Es ist so ein getragener Anfang, dann steigert sich langsam so die Intensität und die Energie, kommt dann mit dem Solo so zum Höhepunkt und klingt dann irgendwie so leicht und versöhnlich wieder ab. Das ist vor allem aus eigener Feder und ja, es wird vermutlich noch lange Zeit mein Lieblingssong bleiben. Es sei denn, es kommt was Besseres noch, aber da bin ich mir nicht so sicher, ob das so schnell passieren wird.
Zumindest für mich. Meine Bandkollegen, da vermutlich Anna Richard, aber für mich ist daheim das Highlight. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und dass 2023 noch besser wird. Mein lieber Alexander, dir ist dieses Jahr eine besondere Aufgabe zuteil geworden. Nicht, dass wir sie dir geben, du hast sie dir auch rausgesucht. Du hast unser Weihnachtsfest organisiert mit einem riesen Aufwand an Arbeit. Da müssen wir wirklich nochmal alle uns ganz herzlich bei dir bedanken, dass du das gemacht hast. Aber vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Was ist da Besonderes gewesen? Vor allen Dingen, wer hat dich tatkräftig auch noch unterstützt dabei? Es war brutal. Wir waren fast ausverkauft. Wir hatten relativ große Ausbauten mit Merchstand und Technik und daher können wir sagen, wir sind in Richtung Ausverkauf gegangen, haben es aber noch nicht ganz gepackt, das machen wir nächstes Jahr. Da danke ich ganz lieb unserer Nikolaus-Dame auf der Bühne, der Steffi Feth, die unsere Bar gemacht hat. Vielen lieben Dank. Unserem Pyrotom für das ganze Konfetti-Schießen und die Vorbereitung. Wir waren auch in der Halle im Vorfeld und haben Sachen geplant. Danke, Tom. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Konfetti, mindestens doppelt so viel, habe ich auf dem Video gesehen vom offenen... Nein, ich habe noch kein Video gesehen. Offener Kanal. Vielen Dank, Thomas und deinem Team, für eure monstercoole Arbeit und es wird der Hammer, das Video. Genau wie Fotobox, unsere Überraschungen, Monkeybox vom André Pochade. Danke fürs zur Verfügung stellen, dass wir den Leuten was bieten können und für dein Team, das unseren Einlass gemacht hat. Wahnsinn. Vielen lieben Dank, genau wie Support, Neld, ihr wart der Hammer. Ich will euch unbedingt mal in Ruhe sehen, ohne dass ich da rumrennen muss. Es war wirklich dick. Die kurzen Ausschnitte, die ich mitbekommen habe. Genau wie Megasound, Dieter und der Kai. Vielen Dank. Mit dem Kai habe ich im Vorfeld ein paar Mal telefoniert wegen dem Intro, Pyro und wann wo was geht. Und Dankeschön für eure Unterstützung und Hilfe. Genau wie im RMV, dass wir die Halle 101 bekommen haben. Dankeschön. Danke. Und nächstes Jahr machen wir wieder eigene Shows und seid gespannt. Und der Abschluss macht die liebe Monchi. Monchi, erzähl uns ein bisschen was zum nächsten Jahr. Also ein Jahresrückblick wäre ja nichts ohne auch einen kleinen Ausblick aufs nächste Jahr. Was erwartet Feuerrap 2023? Und in diesem Sinne sage ich auch gleich schon einmal Tschüss. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch alle, dass ihr uns das ganze Jahr über so tatkräftig unterstützt habt. Alle Leute, die bei uns bei den Konzerten waren, die uns vielleicht auch im Podcast-Universum gehört haben, dieses Jahr das erste Mal, die vielleicht von uns T-Shirts gekauft haben. Vielen herzlichen Dank. Ohne euch könnten wir das alles gar nicht machen. Und macht's gut. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr gesund wieder. So, ihr liebe Leute und Körpergäste, das letzte Video für 2022. Wisst ihr was, ich freue mich schon auf 23. Ich freue mich wirklich tierisch auf 23, weil 23 wird unser Jahr. Und wenn ihr fragt, warum, weil wir es geplant haben schon, inhaltlich. Wir haben es inhaltlich schon ein bisschen geplant. Das heißt, wir haben vor, eine neue CD zu machen. Wir haben nämlich so viele geile neue Songs, die müssen unbedingt auf CD. Und ich habe die Jungs ein bisschen dazu gedrängt, dass wir 23 unsere neue CD rausbringen. Hoffentlich, aber macht langsam. Wir haben ganze 23 Zeit. Dann 23 wird nämlich auch nochmal ein Jahr für 24, weil in 23 tun wir 24 schon vorplanen, weil 24 werden wir 25. Habt ihr das jetzt verstanden? Fragezeichen. Schreibt es in die Kommentare. Ja, also ich freue mich wirklich auf 23, weil 22 war schon ein geiles Jahr, endlich rum, Corona rum und alles Mögliche. Und deswegen danke für das 22, aber 23 geben wir mal wieder so richtig Gas. Und ich freue mich aufs neue Intro. www.palzrock.de